Ik zie hier nu aan Bosch in Bolivien. En zie hier met Obram Kloostertuip. Dankzij Obram dat we dat hier hebben kunnen maken. Best u in Boliviana? No, ik ben geboren in Paraguay. Ja. Oké, hoe lang best u ongeveer hier in Bolivien? Dat zijn nu 16 jaar. Oké. Wist u dan al bevrijd als u hier aantrad? Nou, ik kom met mijn ouderen als thuisjong nog met. Oké, en die waren dan in het oud systeem nog binnen? Sí. En die hast du een extra ervaring gemaakt. Kannst du een beetje vertellen van die leven? Sí. Ik ben door de Taufe übergegangen en heb me ook als oud bevrijd. En ik heb 2 jaar, 5 jaar en geleefd als ambitieerde mens. Also die Leute endlich Taufe, willst du die befreien? Ja, dat wil ik niet verlangen. Dat wil ik niet verlangen, dat moet ik wil me befreien willen. Ja. En ik heb 5 jaar en geleefd wat zeer prostisch. Dus mijn goedloosheid schoven niet fijn. Nee. En ik wist het immer, dat ik niet, dat ik een godloze weer. Dat had ik immer klaar. Dat waar ik omkom, dat ik verloren weer, dat had ik klaar. Jens du kostte de tweede dan? Ja, dat ik daar, dat ik mist. Waar we ons bevrienden, dat weer mijn grootste stroof met niet kwijt voor. Dat weer het slimste. Ja. Waar we ons bevrienden, mis ik bij mijn vrouw. Oké. Ja, also ik kan hem mis niet kwijt voor. Maar du wist dat u een godloze was? Ja, dat wist ik. Dat had ik klaar, dat ik ging verloren. En wat passiert dan? Mijn vrouw tracht aber immer, die wil immer gerecht leven. Die zag immer naar de gerechtigheid. En ik denk wel veel, ik geloof dat ik sowieso niet handkrijgen. Dat zag me sowieso schwierig, dat ik moet zoveel schaffen kan, dat ik dat voor handkrijgen. Dus ik had helemaal gewusst, wo dat weer niet, wo die Radung geschaffen wird, weil es mir das helemaal weer verteld hat. En ik dacht, en voor die 19 uitgangsjahr, dan voer ik naar Villamontes, hier in de Noordse stad. Dan heb ik me door van Juni dan een kleine radio geslampt. Gevorderd, die reden hier zo'n uitdaging. En toen weer een Andachtenbahn en veel christelijke geschichten. Ik wilde echt hem dat overhouden. Ik wilde een andere schip nemen en muziek. Mexicanische muziek en dan wil ik muziek houden. Dat is een grote oomtje, niet? Ja. Dat is een grote man. En nu riekt dat geld aber niet hoog. Toen dat ik me een schip chappen en dat naar Volksland. Maar ik tevreden zijn met dat wat de band weer, niet? Dan word ik door de stuurs hoor, waar ik naar huis kom, mijn vrouw weer de zaarschule dat ik zo'n metgebracht heb, dat wie je bij ons niet meer. Zo'n ding hoort we niet. En we vangen dat bij ons te harten. Dan vang ik aan nieuwsgierig te worden. Dan hoort we de geschichten van Onkel Obram Johnson. En die viele Geschichten ben. Aber einmal dann kommt bei der Geschichte Simon seine letzte Nacht. Und da ich bin mir so, was ist das was sagen? Was kann das sein, denn seine letzte Nacht? Und dann redet er von, wie die in Hospital, wie verärgert. Und dann kommt der Bibelvers von Johannes 5, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt den, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Dann dachte ich mir so, was sagt der Mensch, du? Ich sehe, sind gibt das nicht mehr, sind kann in der Bibel nicht mehr geschrieben sein. Weil es dort nicht gut sagen, dass wer an den läuft, dass der nicht mehr im Gericht kommt und dass der vom Tod zum Leben gekommen wird, no. Das kann ich nicht mehr weiter, und dann wurde das geschrieben, aber ich lasse mir das nur. Und dann fange ich an, immer, wenn wir die Geschichte überhören und den Bibelvers spielen, dann sagt mir die Schriftstellen, das will ich wollen, aus das Sternbild. Das wird hier von so einen Menschen, die glauben, sie können das wollen, wenn sie geraten werden, dass sie seilig werden. Hatte ich sowieso nicht in Sachen vertrauen, aber was die dann abgeschnackt haben, nicht? Dann habe ich Plattdeutsch, da wir ein Deutsche, da habe ich nicht in Sachen vertrauen, aber das lässt ich mir dann in der Bibel nur. Und das stimmt immer wahr. En die Frau ook met? Ja, dat hoort ook toe. Okay. En die wird immer op de Bibel lesen, ja. Aber die kriegt das auch schon mal an, dass die man klar kriegt, nicht?
Und dann fange ich an, so viel neugierig zu werden, dann las ich die Bibel, fange ich an, die Bibel zu lesen. Und das kommt so weit, ich nahm die mit. Alle Wegen bin ich vor. Ich nahm die mit zur Arbeit. Und ich hier da bei der Brennungsjahr, für ein von den Kolonismenschen, ganz allein. Da wir ein Büter ganz allein. Und ein Tag, vermehrt, wir waren terrestrisch. Ich bin allein, ich habe die Bibel durch. Und habe ich das all richtig gekriegt, wo ich, dass ich meine Sinn bekennen kann und dass Jesus das Wort, ich Jesus das übergeben kann, dass er betont hat. Nicht? Und ein Tag dann direkt, nu ist es nicht mehr. Nu ist der Laut schwer. Ich habe meine Sinn auf, ich bekenne Jesus die Sinn, ich habe noch kommen mit einem Mensch von Gerät, nicht? Bloß ist dort von Programms ein bisschen hier. Da hen je wo de kolen brennen deed? Ja, direkt bloß Brennungsjahr, ja, am Start. Ah, zo gaat dat. Du bekenne ich den meine Sinn und nimmt das an, dann habe ich das Fuß klar an mich, das wird bei mir Fuß, Dat weer was. das wird im Wach. Da wird ich ganz überzeugt von was ich, bei vielen Tagen, wo ich gesagt habe, so ein Mensch, wo du siehst, dass er wüsste, dass er selig wird, der wird nicht wieder zu leben. Der wird sowieso verloren, weil das wird lastern, nicht? Ich nehme das so an und dann Fehler, was ich dort, ich nehme das so an, dass Gott lastern. Lastern, dass sie wollen so eine Sachen wollen kann. Aber nu, von dann, wo ich dann nach Hause komme, dann sehe ich juckt meine Früh. Das ist bei vielen Tagen, wo die gesagt haben, das darf nicht sein. Dann sehe ich juckt reden. Ich wusste das. Nu weet je dat. Ich wusste, dass ich selig bin, wenn ich von dir oder morgen sterbe. Ich wusste, dass ich würde im Himmel ankommen. Ah, halleluja. Und die können das aber nicht verstehen, noch nicht. Das hat uns ein halbes Jahr gedauert, bis die auch zu erkennen. Heb je dan wieder taub gezeten, Bibel te lezen en zo? Wir haben wieder viel Bibel gelesen. Und wir sind auch nach Chaco gefahren, haben du 6 Monate gelebt, wegen der Timer-Routes, weil wir uns dann nicht mehr, nicht fertig waren mit dem System hier, ne? Und ich dachte auch noch wegen, dass meine Früh soll mal von das verjähren, vielleicht würde man leichter Erkenntnis zu sein kriegen, nicht? Und das hat mir auch, ich glaube, wir hatten einen Krankenplan gesagt, ab 6 Monaten vor mir im Chaco, weil es meine Früh schwanger war, und am 6 Monat soll das Kind kommen, 7 Monate. Und dort, weil wir aber hier will, wo die Kinder hier hatten und wir eigentlich hier zu wohnen. Und haben wir an die Zeit ab 6 Monaten gesagt. Und mir schien das so, dass die Zeit wird nicht teuer, dass meine Früh dort gut sein kriegen. Aber Gott sei Dank, der letzte Monat. En Paraguay. En Paraguay nog. Ook, Ja, nam ze dat ook aan. nam ze dat ook aan. Ook wit. En mijn fans ganz allein. En eigenlijk plus daar video's. Harten. Ja. Krijgt zo'n video te horen wat er krijgt moet velden. Dus krijgt ze dat ook te horen. Maar du bist nu war dat terug in Bolivien en war dat op die Wirtschaft, ja? Zie. Wo zit het dan hier met de ooms en zo? Dan komen we 3 van daar. 3 waren andere steden. Goed, ik hoor het klaar dat 3 in dat systeem aanboeren eigenlijk niet. 3 in de gemeenten aan daar eigenlijk niet. En dat duurt niet lang, dan komt de prediker aan. Parsen, wo dat geregend wordt en ik weer voets ganz direct doen met. Ik zie de voets. Wo het krijgt wat ik in plan had, dat ik het systeem niet meer verstaan kan en dat ik het niet aan wil. Ich hatte durch viel Schriftstellen gesagt. Und ich habe nicht viel koppeln dürfen mit dem. Ich bin ganz direkt, ich sehe den Krieg. Aber wo ich stand und dort ich nicht falsch hat verernt, dort warten sie kurz an, weil dort ich nicht würde anbacken für dich. Und dann habe ich dann, das dort schloten die mich aus. Und das hat aber noch von dann 6 Monate gedauert, bis sie meine Freude. Oh, probeerde die daar dan nog ook te bereiken? Ja, dann, die haben die Prediger sind ein paar Sätze was, dann habe ich auch noch mal mit der reden. Einen Satz noch, und meine Frau hat auch einen Satz. Aber der hat dann klar, dass sie
hat sich entschieden, ihr Leben Jesus Hand gegeben, dass sie will nicht mehr für Menschen leben, sie will nicht für Gott leben. Und das hat er auch gesagt. Und so dann schlossen sie dann auch aus. Wo ist das dann nu? Die dann gar nicht hier anschauen? Anschauen, ich habe hier. Meine Eltern haben hier einen Stuhl, ich habe hier anschauen. Anschauen, ich habe hier bei den anderen Stühlen auch. Wow. Aber die alle meiden sie jung? Ja, sehr viele. Zijn Bord nicht, aber die meeste. Und was du redest von deinen Eltern, wo stonden die dort? Voorts we bij terugkomen van daar, weer ook zeer schoon. Dat we echt wat anders willen, nee? Ja. Mijn vader heeft mij ook geproefd, een of tweemaal te mijden, aber nu kom je taub met die? Ja. Die zijn ook zeer vriendelijk. Ook vele moeds dat je kan troost geven, die ons een roet vragen, troost vragen. Je Schwester? Dat is zeer fijn. Je Schwester komt bij ook taub, schaf ook. Fan nicht alle Geschwister, wo du sehr Fan schaffen nicht, aber wie kann man die alle taub kommen? Okay. Das schafft es soll viel wieder, ich würde sagen, all viel wieder gewandt geworden. Ja. Da am Anfang das sehr schwer. Ja, du redest erst von, dass je eine Bibel hatte. Von wo hast du die? Die hat meine Frau von Tüß nach Matt. Die hat immer eine Bibel. Ah ja? Sie. Okay. Die hat mal auch eine plattische Bibel, auch sogar, hat mal von der hier van de Pijlonsche, daar hebben die hier allemaal Bibelen uitgedeeld, moet Ram je voor. Okay. Van toen hadden die anderen allemaal Bibelen genoemd voor alle kinderen en die hadden Bibel met. Okay. Goed, wil je nog extra een beetje wat zeggen kennen? Ik meen dat als je Gottes genoot wat die ja, ik wil te hier, dat was waarschijnlijk op YouTube brengen. Ja. En ik wil hier wat vragen. Wie zijn in de cultuur zo geleerd? Dat zou ik niet weten, dat we zuilig waren. Ja. Ja, mijn phone is niet dood. Maar ik wil je doen. Lees dan mal de vers van Johannes 5:24, wo het zegt, waarlijk, waarlijk, ik zou euch, wenn man wordt hier en klopt den, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Du sagst dir dort, wer den läuft, was Jesus geschickt hat, dort als Gott, wer und den läuft, der kämpft nicht im Gericht. Der ist vom Tod zum Leben gekommen. Also wenn wir das Leben durchgehen, wir sind wenig nicht tot. Dann kämpft ans Leben. Dann habe ich das ewige Leben, dort habe ich nicht all. Aber dann gehen wir rein, dort genießen. Und ich würde mir am 1. Johannes überlesen, den letzten Kapitel. Wer du glaubst, dass wir das nicht weiten können, lese mal 1. Johannes, den letzten Kapitel über, du war hier dort ganz klar reinfinden. Du hast das ganz klar genug geschrieben, dass wir das weiten können. Und das wird, dass wir weiten können. Und durch das Leben gehen mit einem deutschen Hoffnung, das Hupen, wir waren Fleisch. Ja. Da was ich an Jahren da heute wiesen, das ist zu traurig. Das Leben ist bloß als eine Gelegenheit. Das ist bloß eine Gelegenheit, um uns rein zu machen. Zu der Ewigkeit. Und wenn wir das hier nicht ausnutzen, wenn wir das hier nicht ausnutzen, dann ist es zu nur her, ist es zu laut. Also wir haben hier die Gelegenheit. Wir können uns hier wählen und du sind bloß zwei Wege. Bloß zwei Wege. Das ist bloß der Schmale und der Breite. Hier können wir uns wählen, den schmalen Weg zu gehen, mit Gott oder den Breiten. Wo wir immer was verloren gehen. Gut. Das ist ein guter Abschluss. Schön, Danke. dass für den Zuhörer auch sehr klar gesagt wurde. Und Dankeschön. Ich wünsche dir viel Mut, Kloster, wieder für diese Zeit und hier bleiben und die Gemeinschaft und ein Zeugnis sein. Dankeschön. Für die Lied und mitteilen, dass man mehr Menschen zu Jesus findet. Dass noch mehr Menschen zu Jesus finden. Ja? Das fehlt ja immer. Das fehlt immer. Dankeschön auch für das und bis nächstes Mal.